dort, wo andere Urlaub machen und vor allem auch leben. Diesen Traum, den haben sich Elisabeth und Hans aus Wien erfüllt. Klingt nach einem Traum, wobei sie sich arbeitstechnisch ganz schön abstrudeln. Ja, sie haben sich vorgenommen, sie wollen auf jeden Fall, wenn sie von Österreich nach Mallorca übersiedeln, etwas typisch Wienerisches mitnehmen. Gut, sie hätten das Riesenrad vom Prater mitnehmen können, sie hätten auch die typischen österreichischen Berge mitnehmen können, aber das passt ja alles nicht so ins Gepäck. Also haben sie dort eingeführt den typisch österreichischen Strudel und der ist sehr, sehr erfolgreich auf Mallorca. Köstlich. Völlig normal sei es, hier auf Mallorca draußen zu backen. Elisabeth und Hans verbringen eigentlich den ganzen Tag draußen. Regelmäßig backen sie im Garten ihrer Finca österreichischen Apfelstrudel. Die Zutaten kommen meistens direkt von der Insel. Das Rezept natürlich aus der Heimat. Es befindet sich im Kopf des 57-Jährigen. Die Masse gebe ich ausgemessen, also ausgelöffelt. Sonst hast du dann einen sauren Strudel und dann hast du wieder einen saftigen Strudel, dann ist er trocken. Also das muss schon ausgemessen werden. Trotzdem bekommt jeder seinen Strudel, wie er ihn persönlich mag, angeliefert. Dieser Service machte Elisabeths Strudel auf der Insel bekannt. Wenn ich jetzt eine Familie mit Kindern habe, sparen mit den Rosinen, ne? Dann gehen die ohne Hund dazu, weil man nicht kann sehen, wenn die Kinder schlafen gehen, nach dem Strudel. Ne? Die Versicherungsmaklerin und der Immobilienmakler kamen 10 Jahre lang eigentlich zum Urlaub machen auf die Insel. Seit 4 Jahren leben sie hier. Dabei stellten sie fest, dass es auf Mallorca eigentlich alles gibt, was für die beiden zum perfekten Leben dazugehört. Alles außer... Wie wir auf die Insel gekommen sind, haben wir eigentlich vermisst den richtigen Strudel oder Mehlspeisen. Die Mallorquiner haben herrliche Ensaladas, dann haben sie Kekse, die Galletas, aber sind für unseren Begriff oft sehr trocken. Und dann haben sie gesagt, wäre doch nicht schlecht, wenn es irgendwo mal Kuchen oder Torte oder irgendwas Saftiges gibt. Und so sind wir gekommen, dieses Wienerische reinzubringen. Und so bin ich zur Strudel geworden. Ne? Einige Jahre haben die Österreicher ein typisches Wiener Kaffeehaus im Herzen der Insel betrieben. Doch inzwischen ist Wolfgang krank geworden und sie wollen etwas kürzer treten. Weil einige Kunden aber auf die österreichischen Spezialitäten nicht verzichten wollten, betreiben sie jetzt das Strudeltaxi von ihrer Finca nahe Vinali in der Inselmitte aus. So bleibt den beiden genügend Zeit für das Inselleben. Es ist der Traum, dass du die Zeit bewusst genießt. Du genießt das Licht, du genießt die Natur heraus. Du hast das ganze Jahr Sonne, auch im Winter, wenn es regnet. Es ist in 2-3 Tagen wieder Sonne hier. Das tut mir gut, dem Hans auch. Das haben wir wollen, die Wärme. Sie sind angekommen auf ihrer Insel. Auch die Mallorquiner haben die Österreicher in ihrer Mitte aufgenommen. Sie mögen das Ehepaar und die wiederum freuen sich darüber, dass das Strudelbacken sie mit den Menschen verbindet. Das ist eigentlich für mich eine Ehre, muss ich schon sagen, weil sie es nicht mit jedem machen. Und wir haben Spanier gefunden, die uns auch eingeladen haben, die dir Rezepte geben, wo die Frauen mit mir kochen. Also ich finde das schon toll, dass sie mich akzeptieren, so wie ich bin. Und wenn ich verschiedene Worte nicht kann, ist das auch kein Problem. Und es läuft kein Mensch aus, wenn Spanisch nicht perfekt ist. Das Backen verbindet und ganz nebenbei machen sie anderen Menschen mit ihren Spezialitäten Freude. Diese bringen sie mit dem Strudeltaxi direkt zu den Kunden. Viele von ihnen kommen auch als Ausländer auf die Insel und leben hier ihren Traum. Gustav ist vor 16 Jahren aus der Schweiz gekommen. Regelmäßig einmal pro Woche lässt er das Strudeltaxi anrollen. Ein Dreifachhof auf die Elisabeth. Wenn wir die nicht hätten, dann müssten wir den Strudel selber machen. Und dann wird er nicht so gut wie dieser Strudel. Auf die Resonanz, die ihre Strudelspezialitäten bei den Menschen hervorrufen, sind Elisabeth und Wolfgang stolz. Reich werden die beiden mit dem Strudel nicht. Das ist aber auch nicht das Anliegen. Sie wollen ihr Leben hier auf Mallorca leben und dabei glücklich sein. Das geht die Sonne nicht unter, sondern du freust dich auf den nächsten Tag. Und das ist schön. Kommt auf der anderen Seite wieder. Genau. Ja, wenn Sie einen typischen österreichischen Strudel essen wollen, auf nach Mallorca. Da gibt's ihn.